Und mit diesem Konzert ein Zeichen zu setzen, die Idee ist nicht neu. Das Ganze gab es schon mal, aber es geht darum, den Arsch hochzubekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, Arschhu. Eine Veranstaltung, die der ein oder andere schon mal gehört hat. Und einer, der sich damit bestens auskennt, ist bei uns heute im Studio Peter Brinks von der gleichnamigen Band Brinks. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Sie sind im Vorstand von Arschhu. Wenn Sie momentan auf die Situation in Chemnitz schauen und das mit damals vergleichen, wo sind da Parallelen, wo sind da Unterschiede? Also die Parallelen sind wohl ganz klar zu sehen. Damals brannten auch die ersten Asylheime. Die Rechte haben versucht, hier in den Rat zu kommen. Und die Stadt hat Flagge gezeigt. Ich weiß, als das Ding, damals, als es geplant worden ist, ich kann mich daran erinnern, wir sind auf Severins Tor oben hochgeklettert und haben durch die Zinnen geguckt, wie die Leute kamen. Und alle haben gedacht, ja gut, wenn jetzt 10.000 kommen, wäre ja schon super für die Stadt, dass dann so viele Menschen gekommen sind. Hat uns gefreut, es hat auch was bewirkt. Also es hat eine große Öffentlichkeit stattgefunden. Die Leute haben anders darüber diskutiert. Und ja, das war das erste Mal, dass wir in unserer Stadt sowas erlebt haben. Also besser gesagt, für uns als Band war das erste Mal. Und super überraschend tatsächlich, dass so viele Menschen gekommen sind. Wir können uns das noch mal anschauen, wie das damals war. Denn jetzt blicken wir noch mal zurück auf die 90er Jahre, als es eben dieses Arschhu-Konzert gab. Die Bevölkerung zeigt, dass sie gegen Ausländerhass ist. So eine Demonstration ist ein anderer Weg, eine andere Möglichkeit, dem Ausdruck zu geben. Ich freue mich auch, dass so viele Massen von Menschen hier sind. Gänsehaut, Peter Brinks? Jetzt nicht über die Bilder, die ich sehe. Ich habe vielleicht Gänsehaut, dass das irgendwie fast 28 Jahre her ist und dass man wieder an so einem Punkt steht in diesem Land. Ne? Und im Moment mache ich mir wenigstens Sorgen, das ist ein richtiger Angriff auf unsere demokratische Gesellschaft, was da gerade passiert. Und das Allerschlimmste ich bin ja mit Herz und Seele Kölscher und Kölner. Und die Leute in Chemnitz müssen jetzt alle auf die Straße gehen und sagen, das ist nicht unsere Stadt, das sind wir nicht. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Beigeschmack mit dem Namen dieser Stadt nicht in Verbindung bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Umso wichtiger ist jetzt auch dieses Konzert, was da stattfindet. Zu den Hintergründen damals erinnern Sie sich noch sehr gut dran, warum eben Arschhu damals als Konzert ins Leben gerufen wurde? Weil die Rechten versucht haben, in den Rat zu kommen. Es gab Pro Köln, also das ist eigentlich dieselbe Fratze, die heute durch die Gegend zieht. Ich habe heute noch irgendwie in der Presse gesehen, dass jetzt ist es ja eigentlich eindeutig. Die Jungs haben ihre Maske runtergezogen. AfD-Politiker sind neben Neonazis durch die Stadt marschiert. Dann noch mit einer weißen Rose in der Hand. Das ist ja noch zynischer. Das kann man eigentlich schon gar nicht mehr überbieten. Und wer heute jetzt sagt, ja, das haben wir nicht gewusst, das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man echt sagen, Jungs, ihr habt gezeigt, für was der steht, oder auch Mädels, ne? Mit so einem Pack darf man gar nicht großartig diskutieren. Das funktioniert auch meistens nicht. Ne? Können Sie sagen, dass sich das von damals auf heute übertragen lässt? Kann man sagen, dass die Massen, die damals in Köln waren und gesagt haben, wir setzen ein Zeichen, dass es die heute auch noch mal zu erreichen gilt? Oder wird es so funktionieren? Oder sind die Menschen müder geworden, auf die Straßen zu gehen und für ihre Demokratie einzustehen? Ich weiß nicht, ob die Menschen müder geworden sind. Es wäre gefährlich, wenn die Menschen müder geworden sind. Aber ich finde, jeder, der heute die Möglichkeit hat, vor Menschen zu sprechen, sprich Lehrer in den Schulen, wir auf der Bühne. Und wir sind ja eher so für die Partyabteilung zuständig. Wir haben jetzt am Wochenende, am Samstag hier einen großen Sommersause gehabt in der Stadt. Und viele Kollegen von uns auch. Und wir sind nicht müde gewesen, auf die Bühne zu gehen und das zu sagen. Das ist die Verantwortung, die wir jetzt haben. Jetzt den Mund aufzumachen und zu sagen, während den Anfängen, jetzt laut rauszuschreien, wir wollen mit diesem Pack, mit dieser Menschenhatz und da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das gehört nicht in unser Land. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob das eine demokratisch gewählte Partei ist, wie man jetzt da sieht oder nicht. Also da muss man jetzt Flagge zeigen. Das ist das Allerwichtigste. Und das bedeutet natürlich auch teilweise auch für uns Konsequenzen. Man wird beschimpft im Internet. Das gab es ja alles vor 25 Jahren nicht, dass du so hinter irgendwelchen Fake-Accounts dann schreiben konntest, du rote Sau, wir wissen, wo du wohnst. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was da abgeht. Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Und dieser Spruch, wir sind mehr, ich glaube da fest dran, die meisten Menschen in unserem Land wollen das nicht. Und die meisten Menschen haben eine demokratische Ausrichtung und wollen auch, dass das so bleibt, wie es jetzt hier ist in diesem Land.
Die Toten Hosen treten auf beispielsweise. Wir haben ein Zitat von Campino. Er hat nämlich gesagt, es gehe bei dem Konzert nicht nur darum, Musik zu hören, sondern sich solidarisch zu erklären mit denen, die hier bleiben, die den Kampf jeden Tag durchziehen. Alles, was Anstand hat, müsste sich gegen den rechten Mob stellen. Dem entgegensetze ich jetzt beispielsweise einen Kommentar, den ich gestern gesehen hatte. Da hatte jemand in einem sozialen Netzwerk geschrieben, ja, das machen die Musiker doch nur, um jetzt aus dieser Situation Profit zu schlagen und sich zu profilieren. Wo ich auch gedacht habe, oh, das ist aber mal eine mutige Ansage. Wie sehen Sie das? Ich weiß jetzt nicht, also erstmal spielen alle umsonst und ich sag jetzt mal so mal ganz frech weg, ich glaube, ein Campino kann auch so gut leben, das ist ein totaler Blödsinn. Ich habe dieselbe Diskussion mitbekommen, nachdem der Grönemeyer gesagt hat, was ich so richtig und mutig fand, unterlassene Seenotrettung. Die Menschen, die das unterlassen, gehören vor Gericht gezerrt, das ist absolut richtig. Er wurde beschimpft und man muss einfach mal dann darunter lesen, was da abgeht. Die Leute, die sich jetzt trauen, den Mund aufzumachen, das sind sehr wahrscheinlich auch die, die uns dann irgendwann retten vor diesem ganzen Dreck. Also jetzt zu schweigen, und da kann man auch drehen, du findest ja immer irgendwas zu sagen, ja, die machen das nur, um bekannt zu werden oder zu bleiben oder sonst was. Also es gibt andere Möglichkeiten für uns Musiker, uns im Gespräch zu halten, als so ein Scheiß da jetzt gerade. Ne? Also es ist aber auch immer wieder dasselbe. Sowas passiert meistens anonym im Internet. Also Chemnitz bereitet sich gerade auf dieses Konzert vor. Wir haben ein paar aktuelle Bilder und können uns mal anschauen. Da sind die ersten Aufbauarbeiten. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stimmung, die damals bei Ihnen bei Aschhu war. Wie groß kann so eine Strahlkraft von so einem Konzert sein? Ja, also wir haben gerade eben schon drüber geredet. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jetzt die Menschen draußen sehen, da gehen Künstler auf die Bühne und sagen, so nicht. Das ist das Wichtige. Vielleicht sollten das Eltern zu Hause mit ihren Kindern machen, denen das vernünftig erklären. Lehrer in den Schulen, überall, wo man die Möglichkeit hat, das zu tun. In eurer Fernsehsendung heute, dass wir darüber reden. Das ist unsere Pflicht jetzt, dass man einfach auf die Straße geht und sagt, so wie das da abgeht, so geht's nicht. Und ich nehme mal an, die Menschen, die da schreien, wir sind das Volk, sicherlich sind die ein Teil unseres Volkes. Aber mit so einem Volk möchte ich nichts zu tun haben. Vor allem, es geht ja auch nicht nur um Ausländerfeindlichkeit in dem Sinne, es gibt viele andere Gruppen von Menschen. Das ist ja ähnlich, wie das in den 30er Jahren leider war. Also ich entdecke da viele Parallelen, wo ich denke, Menschen werden in ihren Grundrechten beschnitten. Da kann man nicht zu Hause sitzen bleiben. Also da kriege ich auch so eine Krawatte, wenn ich das sehe. Das breitet sich einfach aus, zumindest habe ich den Eindruck dabei. Brings zum Beispiel als Gruppe macht auch was mit der Musik. Ihr sagt auch ganz klar, wir lassen uns darauf nicht ein. Wir zeigen mit erhobener Hand, wir nicht. Was sind eure Pläne und Projekte? Also es gibt jetzt eine Demonstration, die wird es in Köln geben. Da hat Aschhu sich gerade darauf vorbereitet. Ich hatte dir den Termin, glaube ich, da rein. Das war der 16. September. Am 16. September gehen wir hier in der Stadt auf die Straße. Und wer da Flagge zeigen will, soll da hinkommen. Soll sagen, Kinders, ich bin einer von euch. Wir wollen auch hier weiter in Frieden leben. Und das ist jetzt, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was wir tun können. Ich glaube, so Musik verändert so jetzt erstmal die Welt nicht. Aber was verändern kann, ist, die Menschen, die jetzt zum Beispiel auch in Chemnitz und so irgendwie zu den Konzerten gehen, zeigen ja ganz klar, dass sie mit dem rechten Mob nichts zu tun haben wollen. Und jetzt auch speziell dahin zu gehen und zu spielen, ist auch noch viel mutiger, als hier im Studio zu sitzen und der Lab zu schwaden. Also das ist, wir können die Daten noch mal sagen. 16. September ab 14 Uhr auf dem Roncalli-Platz. Da gibt es dann nicht nur eine Kundgebung, sondern es gibt einen Protestmarsch letztlich. Es gibt einen Protestmarsch, die ziehen dann zum Heumarkt, so wie ich das richtig dem entnehmen kann. Ja, wir haben dazu einen Kommentar zum Beispiel von Thomas Zimmermann bekommen. Er schreibt, super, danke für die klaren Worte. Da kann ich mir nur anschließen, finde ich wichtig, drüber zu reden. Ja, wir sprechen heute viel über Heimat. Neonazis behaupten ja ganz oft, sie verteidigen die Heimat und sehen ihre Heimat in Gefahr. Wie sehen Sie das? Ja, dann ist erstmal die Definition, was ist Heimat? Ne? Also überall da, wo ich Freunde habe, wo ich aufgenommen werde, wo ich mich gerne bewege, das ist manchmal in Köln, in Deutschland, das kann aber auch woanders sein, ist meine Heimat. Also ich sage immer so, wenn wir hier so gerade im Karneval oder so unterwegs sind, Heimat kann man hören, die kann man schmecken, die kann man fühlen. Das ist ein Stück meiner Identität, das ist was ganz Wichtiges. Ich singe in einem Dialekt, der nur um meine Heimat herum verstanden wird. Deswegen ist Heimat für uns noch mal doppelt so wichtig. Aber Heimat hat jetzt nichts mit einer Hautfarbe oder einer Herkunft zu tun. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in ein anderes Land auswandern würde und da eine neue Heimat finden würde, wäre das dann meine Heimat. Heimat kann ein Gefühl sein, ne? Das ist nicht nur der Ort. Heimat ist auf jeden Fall ein Gefühl. Und Heimat hat viel mit Zuneigung und Liebe und Aufgenommenwerden zu tun, um nichts anderem.
Definitiv. Ein herzliches Dankeschön für die Einordnung. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Peter Brings, alles Gute für die Zukunft. Ja, und die Radiokollegen von 1 Live, die präsentieren nicht das Konzert, aber sie übertragen es. Und zwar läuft es momentan live aus Chemnitz vom Konzert jetzt bei 1 Live. Ich freue mich aber auch, wenn Sie gerne bei uns bleiben. Ja, und wir sprechen heute